Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. Und jetzt gehen wir mal hier in dieser Erzgruberei. Und so, da wechselt jetzt auch der Ladebildschirm. Und dann sind wir hier in der alten Mine angekommen. Spitzhacke gibt's hier, Höllepilze gibt's hier auch noch. Daneben gibt's lustige Leute. Hier so ein Butler, ein Glenn und ein Gardist, der sich das friedlich anguckt, was die hier machen. Worauf soll ich in der Mine achten? Worauf sollte ich in der Mine achten? Auf die Minecrawler. Je weiter du nach unten kommst, desto näher bist du den Viechern. Die Mistdinger kommen direkt aus Belias Reich. Man kann sie schaben und kratzen hören. Sie lauern in der Dunkelheit und warten nur auf dich. Ich habe gesehen, wie sie getötet haben. Gnadenlos und schnell. Wenn du am Leben hängst, solltest du dich nicht hier unten aufhalten. Geh lieber, bevor dir noch was passiert. Okay, mach ich das so. Na gut, wissen wir Bescheid. Da geht's nochmal weiter runter. Und dann schwätzen wir nochmal mit dem anderen Hansel da vorne. Ich glaube, der hat nämlich auch einen Namen. Ja, der Drake. Hi Drake. Kannst du mal was über die Mine erzählen? Kannst du mir was über die Mine erzählen? Hier, wo wir uns befinden, das ist der Hauptschacht. Über ein Stegsystem kommst du bis ganz nach unten. Und überall wird Erz geschürft. Doch sei vorsichtig. Hier gibt's auch eine Menge Minecrawler. Ganz unten steht die Schmelze. Einen Teil des Erzes schmelzen wir direkt ein und verarbeiten es. Okay, was soll ich dann hier noch achten? Auf was sollte ich in der Mine achten? Vor allem auf Minecrawler. Das sind gefährliche Biester. Wir mussten wegen ihnen schon einige Höhlen aufgeben. Haben schon so manchen Buddler verspeist. Erzähl mir von den Crawlern. Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Wenn du ein Bier ausgibst, erzähle ich dir noch was über die Crawler. Ja klar, natürlich. Komm, kriegst du Bierler. Hier, trink einen auf mein Wohl. Ich finde es immer so witzig, wie die dann die Knie abknicken dabei. Danke. Also, die Crawler gibt es hier zuhauf in vielen Nebenhöhlen. Hier im Hauptschacht haben sie noch nicht angegriffen. Wenn du ihnen mal begegnest, dann lauf. Oder stell dich mit dem Rücken zur Wand. Dann hast du vielleicht noch eine Chance. Okay. Ja, damit sie mich halt nicht umzingeln. Erzähl mir mehr davon. Wenn du mehr wissen willst, dann wende dich an Viper. Er ist der Schmelzer. Oder wende dich an Ian. Er ist der Boss. Er organisiert hier in der Mine alles. Okay. Wo kann ich denn dann finden? Zu dem will ich nämlich. Wo kann ich Ian finden? Er steht in der Mitte des Hauptschachtes, beim Warenlager. Ach, noch was. Du kennst doch Taurus, hm? Vergiss ihn. Hier drin hat nur einer das Sagen und das ist Ian. Er ist hier der Chef. Legst du dich mit ihm an, legst du dich mit uns allen an. Verstanden? Oh jo. Alter, wie das hier halt. Der kreischt Wir ja sehen auch wie uns. Der kreischt ja auch wie ein Blöde hier, der Typ. Hört man ja überall in der Mine. Diese Sumpfies, die sind ja auch überall. Das ist ja auch ungeheuerlich. Hallo, Santino. Mit dem kann ich einfach nur Bei tauschen. dir kann ich tauschen? Ich habe alles, was du brauchst. Was ich nicht habe, willst du auch nicht. Alles klar. Danke, du freundlicher Verräter. Nee, Quatsch, Fackeln will ich nicht. Von denen habe ich genug. Die 50 Erz sehen verlockend aus. Dann die 5 Dietriche sehen gut aus. Und ja, ein bisschen Wasser. Na, eigentlich Quatsch. Aber die Tränke sehen ach verdammt gut aus. 350 Erz will er für den Schampel haben. Und was gebe ich denn dafür? Ach, ein bisschen mehr Schampel. So, was kriegst dann du dafür? Axt und nochmal Axt. Noch was im Wert von 60 und dann sind wir eigentlich auch wieder durch. Und ja, 65 kostet der Spaß. Komm, legen wir noch 3 Pfeile drauf oder Wasser und dann ist gut. Okay, Dankeschön. Wieder einer mit weniger Erz. Und hier ist noch ein stinknormaler Templer ohne Name. Ein Gardist. Und dann die Truhe sollte ich wohl besser nicht tragen hier. Moment. Hat er irgendwas Interessantes zu sagen? Ah ja, ja. Was macht ihr Templer hier in der Mine? Wir jagen die Minecrawler. Geh lieber zurück ins Lager, da bist du sicher. Okay, warum jagt ihr die? Warum jagt ihr die Crawler? Wegen ihren Zangen. Sie enthalten ein wertvolles Sekret. Was für ein Sekret? Ein Gift.
Nur unser Guru Kor Kalom weiß, wie man daraus Tränke brauen kann. Kor Kalom kennen wir ja eigentlich schon. Wer ist Kor Kalom? Er ist einer der mächtigsten Männer in der Bruderschaft. Er kennt viele Geheimnisse und kann die Gedanken anderer kontrollieren. Zudem ist er der Alchemist. Er braut Tränke, damit wir geistigen Kontakt zum Schläfer herstellen können. Geh doch einfach mal ins Lager. Wir suchen immer gute Leute. Ich werde mal drüber mich- nachdenken. Würde mich echt nicht wundern, wenn der Hansel wegen irgendwelche Drogepunch-Geschäfte als Alchemist reinkomme ist. Wie kann ich den Minecrawlern die Zangen entfernen? Also generell in die Das ist Kolonie. ein Vorgang, der nicht so einfach ist. Ich kann dir das beibringen. Ja klar, für einen Lernpunkt haben wir sowieso noch parat. Kannst du mir das Zangen rausschneiden beibringen? Du musst erst einen tiefen Schnitt in das Fleisch machen. Sei vorsichtig, dass du nicht die Zangendrüse erwischst. Triffst du sie, spritzt das Sekret raus. Das ist Boah. bestimmt ziemlich schmerzhaft. Und wie? Hast du eigentlich noch 3 Finger Kargur, den Crawlerjäger, kennengelernt? Ach nein, das war vor deiner Zeit. Nun, also weiter. Schneide großflächig um die Drüsen herum und entferne dann das Fleisch zusammen mit der Zange. Wenn du dich daran hältst, wirst du keine Probleme mit dem Rausschneiden der Zangen haben. Alle hopp, das ist grad so kracht. Bis dann. Möge der Schläfer erwachen. Ja, oder so ähnlich. Okay, 20 Lernpunkte haben wir jetzt noch. Jetzt habe ich eigentlich den unsagbare, einsame Lernpunkt noch loskriegt. Ups. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Hier hängt der Bildschirm. Na, klasse. Super. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich muss nochmal neu laden. Na gut. Wir sehen uns gleich wieder. Da bin ich wieder. So, hab jetzt mal alles genauso gemacht, wie es beschrieben wurde. Ne, Quatsch. Alles nochmal so gemacht, wie ihr es auch gesehen habt. Und dann sollte ich hier runter. Genau, das war's. Die Leder muss ich runtergehen. Das ist halt etwas doof bei dem Enser. Da kann man noch nicht so wirklich die Texturen vervollnehmen. Das heißt, hier rutscht man ab und zu noch einfach nur ins Nirgendwo rein. Das ist etwas blöd gelöst. Aber, ja, muss man leider damit leben. Okay, wie schaut's dann hier aus? Hier können wir auch noch was machen, soweit ich weiß. So. Dumm. Also ich glaube, hier war noch was möglich. Zwar was relativ Praktisches sogar. Gardist. Brandig. Ach, so ein hässlicher Vogel. Okay, mit dem kann ich nichts besprechen. Butler. Haben wir noch eine Fackel? Die nehmen wir doch mal. Höllenpilz und Höllenpilz. Interessant, dass mich hier noch niemand zur Arbeit geknechtet hat. Ein Butler, eine Fackel. Ein Butler. Ein Butler. Und ein Butler und ein Aleph. Die Wachen erwischen mich nie. Wie Menschen das? Wie meinst du das? Ich arbeite nur, wenn Wachen in der Nähe sind oder mich sehen können. Ansonsten hänge ich hier meine Zeit ab. Werden sie dich misstrauisch? Na ja, ich schürfe natürlich weniger Erz als alle anderen. Es reicht natürlich nicht immer. Da muss ich halt mal ein bisschen geschickt tauschen. Ich halte immer meine Ohren offen und bekomme viele nützliche Dinge mit. Du hast nicht zufällig etwas Erz bei dir? So ungefähr 10 Erz? Ja, komm, nimm. In Ordnung. Hier sind 10 Erz für dich. Danke. Wenn du zurück zum Hauptschacht gehst und den Stegen weiter nach unten folgst, da kommst du bald an 2 Nebenhöhlen. In der zweiten Höhle steht eine Wache. Da steht auch ein alter Stampfer. Dort liegt noch irgendwo ein Heiltrank. Aber sei vorsichtig und nimm dich vor den Crawlern in Acht. Und wenn du mal wieder was brauchst oder hörst, dann komm ruhig zu mir. Ich kann dir bestimmt weiterhelfen. Okay. Hast du noch ein paar nützliche Hast du noch ein paar Infos? nützliche Informationen? Na klar. Hast du noch 10 Erz? Ja, komm. Für mein Erz erwarte ich auch eine gute Information. Hier gibt's eine Menge verschlossener Truhen. Glenn, der Butler, der ganz oben steht, kann dir ein paar Dietriche besorgen. Viel Glück noch. Du weißt ja, wo du mich findest. Ja, dummerweise. Okay, wie sieht's mit dir aus? Nee. Den soll ich vielleicht nicht arschwärzer. Viel Glück noch. Du weißt ja, wo du mich findest. Okay. Nee, dann schwärze ich jetzt erstmal nicht an.
Aber ich glaube, hier war noch irgendwo Amulett zu holen. Ich bin mir nämlich ganz sicher. Gerade nochmal gucken. Also die Butler, die ganz overarbeiten, haben natürlich hier den besten Job. Weil wenn einmal hier was in der Mine passiert, können die wenigstens sofort wegrennen. Aber die hier unten, die müssen sich schon drauf verlassen, dass hier alles funktioniert, wie es sollte. Okay, bei dem anderen Hansel hieß es, kann ich mir Dietriche besorgen. Dann stolper ich doch einmal zu dem anderen Hansel hier. Guck mal, was der so für mich hat. Und so, das war der mich am Anfang noch davor gewarnt hat, dass die Minecrawler umgehen. Oh, da ist auch noch ein bisschen was. Höllenpilz, Höllenpilz. Was haben wir hier noch? Höllenpilz und Rabenkraut. Nehme ich doch gern. Und stehen jetzt so faul rum an die Erwitsch. Da war ein Erzklumpe, wo der Name drauf steht. Bei dir gibt's Dietriche. Ich habe gehört, bei dir kann ich Dietriche kaufen. Nun, wenn du schlau genug warst, das herauszufinden, dann kannst du welche haben. 10 Erz das Stück. Alter. Okay. Ich will Dietriche kaufen. Gut. Dann nix du 10 Erz. Das machen wir anders. Kriegst du dafür irgendeinen anderen Schampel. Hier zum Beispiel Klaue des Damm... Nee, Quatsch. Klaue des Dammlurkers kriegst du nicht. Die ist mir etwas zu wertvoll als Trophäe. Du kriegst aber Krallen, habe ich Unmenge davor. So, bitteschön. Wolfsfell kannst du auch noch haben. Wer weiß, wozu es mal gut ist. Sumpfkraut kriegst du nicht. Fell eines Schattenläufers kriegst du bestimmt auch nicht, du elender Schampler. Stinknormale Lurkerklaue kannst du auch haben. Rastiermesser, ja, brauche ich eventuell selber noch. Traumruf, ja, das ganze Sumpfkraut, das ist eh zu viel wert. Blutfliegenstachel, die kannst du doch haben. Hoppla, das war etwas zu viel. So, App ist ein Wert von 14 oder so. Flügel, ja, toll. Der hat leider nichts mehr, was er mal abbieten kann. Was könnte ich dann noch hier verschärfen? Höllenpilze könnte ich noch loswerden. Und jetzt noch Endpfeil, dann Hämmers, ach. So. Bitteschön, kriegst du eine ganze Schampel hier. Mach dann Lenste mit. Okay. Gut, dann geht's wieder runter. Ja, das schluckt doch alles immer ein bisschen mehr Zeit, als ich so denke. Jetzt mal ohne Scherz. Also, ich glaube halt immer, ja, das schaffe ich in 5 Minuten oder in 10 Minuten bin ich da durch. Und dann verdudel ich da tatsächlich so eine halbe Stunde oder so Viertelstunde schon damit. Das ist echt heftig als... Okay, jetzt ganz dringend hier nochmal... Ja. Gut. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, bei dem Typ, bei dem Aleph, hätte ich noch mal irgendwie Amulett abstauben können. Aber vielleicht kommt es ja noch. Ich bin mir nämlich sicher, wann und wo das war. Aber ich glaube, bei dem gab es Amulett. Snipes gibt's hier noch. Hallo Wesley. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Ich schlage dir ein Geschäft vor. Wenn du Aaron dazu kriegst, dass er von der Truhe abhaut, dann gebe ich dir 10 Erz. Okay. Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. Na dann. Speichern wir dann nochmal an der Stelle. Und schauen mal, ob wir das hinkriegen. Aber vorher nehmen wir den Pilz, der hier zwischen den Fässer wächst. Und was machst du hier? Was machst du hier? Ich pass auf, dass so Butler wie Snipes da drüben die Finger von meiner Truhe hier lassen. Okay. Ian schickt mich. Ian schickt mich. Du sollst sofort zu ihm kommen. Was will er denn? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das wird Ian dir schon selber sagen. Glaubst du, er erzählt mir sowas? Dann werde ich mal zu ihm gehen. Gut. Hab's gepackt. Er ist fort. So, wie sieht's jetzt aus? Snipes? Du schuldest mir 10 Erz. Hier, die 10 Erz hast du dir verdient. Ach, noch was. Den Schlüssel für seine Truhe habe ich auch. Für dich nur 30 Erz. Na gut, komm. Gib mir den Schlüssel. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Ich frage mich, was dein Gewinn an der Sache ist. Ich freue mich immer, wenn ich den Gardisten eins auswischen kann. Und wenn die den Inhalt der Truhe bei mir finden, bin ich dran. Okay. Na gut. Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. Da hätte man das auch erledigt. Und ich mach das Ding mal auf.
Bier ist drin, Heilungsspruchrolle und 72 Erz. Sehr schön. Perfekt. Das kommt jetzt in unseren Besitz direkt. Und wir machen jetzt so. Ja, ich glaube schon für die Leute, die hier arbeiten, also zumindest für mich wäre es die absolute Versuchung, hier so viel wie möglich von dem Erz selber in die Tasche einzustecken. Weil da ist man direkt an der Quelle und man weiß ja nie wie viel man draußen noch hat und wie viel man noch eventuell loswerden kann von einer eigenen Ware oder irgendeinem anderen Schampel. Und ja, also ich denke, wenn es um Erz geht, würde ich wahrscheinlich hier an der Quelle ordentlich die Leute ausbeuten oder halt selber mir einen Teil erarbeiten vom Erz. So, hier haben wir noch Rabenkraut und Höllenpilz. Und du könnte ich jetzt wahrscheinlich auch reinschleichen, oder? Ah, nee. Du bist ein Ulbert. Hallo, Ulbert. Was ist in dem Lagerschuppen? Was ist in dem Lagerschuppen? Das geht dich nichts an. Okay. So lange herumstehen macht bestimmt durstig. Und wie? Mann, ich könnte wohl den einen oder anderen Schluck vertragen. Hast du was dabei? Aber sicher doch. Hier, bitte. Hier, trink einen auf mein Wohl. Danke. Und jetzt wieder der obligatorische Knieknicker. Glupp, glupp. Ja, wie im richtigen Leben. So trinken die Leute. So, also. Gibt's denn jetzt in dem Schuppen was Besonderes? Ein paar Truhen, in denen wir Vorräte lagern. Allerdings ist der Schlüssel verschwunden. Verschwunden? Ich wette, Aleph hat da seine Finger im Spiel. Ah. Dem Kerl kann man nicht trauen. Okay. Dann kümmern wir uns auch da nochmal drum. Und holen bei Aleph den Schlüssel für die Vorräte. Tja, also man sieht ja auch schon, die Mine hier ist tatsächlich so Welt für sich. Während das alte Lager so geschlossen die Gesellschaft für sich ist und das neue Lager und Sumpflager, wobei die Sumpflageriste tatsächlich überall irgendwie mitmischen, scheint auch so, ja, die alte Mine ach so Welt für sich zu sein. Die neue Mine, beziehungsweise der Kessel, wie sie es nennen, das ist ja eher so für Leute, die nichts anderes können. Die machen halt hier der Buddeldienst, die machen hier den Bergbau für die Leute. Und das geschieht ja alles auf freiwilliger Basis. Das geht ja nicht an den König. Hier ist es halt wieder so reine Geschäftssache. Und man merkt schon, wie hier die Dinge laufen. Die laufen schon mal für sich. Und ach, die Butler haben hier durchaus was zu Sache. So. Hätte ich einen Arg schwärzt, hätte ich jetzt nämlich den Schlüssel nicht kaufen können. Ah, sobald der Typ kommt, gräbt er auch wieder. Okay. Gut. Weißt du was über die Schlüssel für die Truhen im Lagerschuppen? Nun, das kommt ganz drauf an. Darauf, wie viel Erz ich dir gebe. Du lernst schnell. Okay. Komm, ich zahle dir 50 Erz. 50 Erz sind mehr als genug für dich. Überaus großzügig. Hier ist der Schlüssel. Und nimm auch diesen Ring. Mir hat er immer Glück gebracht. Sehr gut, so war das. Genau, so kam Viel ich Glück hier noch. noch an magische Weißt ja, wo du mich Gegenstand. findest. Ein Ring war es und kein Amulett. Okay, was für ein Ring war das dann, den haben wir hier gewartet? Ring der Kraft. Okay, schade. Jetzt habe ich mal Verdeier Erz erholt im neue Lager. Und hier hätte ich ihn umsonst gekriegt. Ja, so manches habe ich halt wirklich noch auf dem Schirm. So einiges habe ich dann aber auch nie mehr genau drauf. Ich wusste nur noch irgendwie grob, dass hier was war mit dem magischen Gegenstand. Aber ich habe gedacht, das wäre Amulett. Na gut, schade. Schade, schade, schade. Ich habe echt damit gerechnet, dass es ein Amulett ist. Aber warte mal. Ja, ich habe immer noch das von Nek. Das Amulett. Stimmt. Okay, dann gehen wir weiter. Wie viel habe ich dann eigentlich an Schutz derzeit? Ist das irgendwo aufgelistet hier? Ja, Schutz vor Waffen 20 und Schutz vor Feuer 10. Okay. Gut, dann brauche ich hier nochmal. Also es ist vor allem auch viel mit Laufarbeit verbunden, wie man merkt. So, und da gehe ich jetzt einfach so runter. Da kriege ich ja keinen Schaden direkt. Von daher passt das. Da müsste ich jetzt allerdings wirklich runterklettern, weil da der ganze Fall, der kostet mich doch schon ein paar Lebenspunkte. Geh schon? Ja, sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5 und auf halbem Weg passt das. Okay. Ich habe etliche Laufarbeit geleistet, deswegen will ich hier unbedingt nochmal speichern.
Und wie schaut's aus? Ups. Oh. Oh, das macht anscheinend nichts, wenn ich hier das Zeug nehme. Okay. Na gut. So, Ulbi. Hör zu, Ian und die anderen sitzen unten und lassen sich gebratenes Fleisch schmecken. Was? Ohne mich? Na, ich werde mir meinen Anteil schon holen. Lass mich vorbei! Ja, ist ja gut. Dann geh mal hier mit einem Stock im Arsch und ich kümmere mich dann hier um das Zeug. Da haben wir dann drin zweimal den Zauberlicht und einmal den Zauberfeuerpfeil für 30 Schadenspunkte und ein Mana. Okay, und hier? Hier haben wir noch zweimal den Zauberfeuerball für 30 Schaden und für 5 Mana. Sehr guter Zauber übrigens. Bier 3 Mal und 3 Äpfel. Brauchen wir noch 2 Äpfel für den anderen Hansel im neue Lager im Kessel. Dann hat der auch sei Äpfel voll. Und Käse bräuchte man noch. Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass hier ein bisschen mehr Nahrung drin liegt, um ehrlich zu sein. Aber, ja, zu Erz und zu Zauber sage ich bestimmt auch nicht, ne. Boah, Mann, das dauert immer so schleppend lang, bis ich das darüber gezogen habe. Es ist so schade, dass es hier nicht einfach die Funktion alles nehmen gibt. Das wäre ganz einfach gewesen, wenn man einfach nur so ein Button einfügt, alles nehmen. Okay, jetzt haben wir dort 2 Leute stehen, die wir dummerweise weggelockt haben und die jetzt wahrscheinlich ein Wort mit uns sprechen wollen. Oh, der Rick ist auch hier von The Walking Dead. Rick Grimes ist auch hier. Ein neues Gesicht. Na? Schon mal Erz geschürft, Jungchen? Sehe ich so aus? Bist du schon lange hier? Ich bin schon seit 10 Jahren hier. Oh Gott. Du kannst mir glauben, dass ich schon einiges gesehen und erlebt habe. So manche Gefahr habe ich schon gemeistert und es immer verstanden, am Leben zu bleiben. Damals, als wir noch in der inzwischen verlassenen Mine gearbeitet haben und die Stützbalken eingekracht sind. Aber das sind alte Geschichten. Okay, du hast doch bestimmt Ausbruchspläne mitgekriegt. Du hast doch bestimmt auch eine Menge Ausbruchspläne mitgekriegt. Hör zu, mein Junge. Ich weiß genau, du willst hier raus. Aber vergiss es. Gewöhn dich direkt daran und vergiss die Gedanken vom Ausbruch. Ich habe die Gesichter der Leute gesehen, die versucht haben, aus der Barriere zu fliehen. Mach nicht denselben Fehler. Die Barriere hält jeden auf. Ich habe nicht vor, die nächsten 10 Jahre meines Lebens hier zu schürfen. Nein, das wirst du nicht. Vielleicht wirst du zu den ganz Großen gehören, wer weiß. Du wirst dich nach oben arbeiten, aber ganz egal, wie weit du auch kommst, die Barriere wird dich aufhalten. Okay, das sind Viel Glück noch. Dir auch, Jungchen, dir auch. sehr pragmatische Worte von jemandem, der hier wirklich sehr lang miese Existenz hat. Hey, du! Ups. Wenn du mich noch einmal so verarschst, dann gibt's eine ordentliche Tracht Prügel, verstanden? Okay. Der ist anscheinend ein Händler Stufe 2, so wie der sein Schwert gezogen hat. Der hält es nämlich noch ohne Kalte am Körper. Hey, vermisst du nicht deinen Truhenschlüssel? Tatsächlich. Ich will gar nicht wissen, woher oder warum du etwas über den Schlüssel weißt. Aber ich gebe dir 20 Erz, wenn du mir meinen Schlüssel wiederholst. Ja, klar. Bitteschön. Hier ist dein Schlüssel. Tatsächlich. Also wie abgemacht, hier sind 20 Erz für dich. Du solltest dich aber in Zukunft vorsehen. Ab jetzt habe ich ein Auge auf dich. Okay, gut. Das ist fair genug. Von dir will ich eh nichts mehr. Jetzt der noch. Hey du, es gab gar kein gebratenes Fleisch. Oh, da muss ich mich wohl geirrt haben. Schönen Tag noch. Lass mich vorbei! Lass mich vorbei. Ja, da rede ich ja mit dem Alberto. Bei dir kann ich tauschen? Jupp, alles was du willst, wenn du Erz hast. Ach, geil, einfach nur. Jupp. Das erinnert mich an den aus The Simpsons mit Skinners Vietnam-Flashback. Johnny, schreibst du deiner Maus einen Brief? Yo! Dann holen wir das und die Äpfel nehme ich jetzt alle 5. Bier habe ich mehr als genug. Ich weiß, einige werden sagen, man kann von Bier nie genug haben. Aber ich habe hier derzeit im Inventar genug Bier. Den Schampel kann ich auch noch verticken. Ein Pfeil noch und wir sind hier fertig. Und ja, das Zeug würde ich eigentlich schon ganz gern knacken, aber da komme ich sicher nicht dran. Ich kann natürlich einfach mal probieren, wie es aussieht, wie sehr ich auf die Fresse kriege, wenn ich es mache. Ja, ich krieg tierisch auf die Fresse. Beim nächsten Mal bringe ich dich um.
ja, mit denen warnende und freundliche Worte sollten wir es vielleicht dann doch eher sein lassen, uns an der Kiste zu schaffen zu machen und retten doch mal mit dem Chef hier, mit Ian. Bist du Ian, der Chef der Mine? Ja, ich bin Ian. Und das hier ist meine Mine. Also fass nichts an und mach nichts kaputt. Okay, ist das nicht Gomez Mine? Ist das nicht Gomez Mine? Ja, natürlich ist das die Mine des alten Lagers. Aber hier drin gibt's nur einen Chef. Und das bin ich. Kannst du mir ein paar Takte zur Erzförderung erzählen? Wir fördern hier rund um die Uhr Erz. Im Monat sind das über 200 Säcke Erz, Boah. die gelagert werden und nochmal 20 Säcke, die eingeschmolzen werden. Mit dem Erz, das wir dem König liefern, können Hunderte von Klingen hergestellt werden. Cool. Okay. Ich habe gehört, das Erz ist magisch. Erzähl mir davon. Das magische Erz besitzt besondere Qualitäten. Es macht die Waffen unzerbrechlich und die Klingen sind schärfer als gewöhnliche. Eine Armee, die mit solchen Waffen ausgestattet ist, hat einen entscheidenden Vorteil in jeder Schlacht. Erzähl mir noch ein bisschen mehr vom Erz. Erzähl mir mehr vom Erz. Leider geht die magische Wirkung des Erzes beim Schmelzen verloren. In den Hochöfen von Nordmar, da kennen Sie die richtige Schmelztechnik. Aber selbst ohne die magische Wirkung sind Waffen aus diesem Erz extrem widerstandsfähig und richten mehr Schaden an als gewöhnliche Waffen. Ja, Nordmar, das ist dann auf dem Kontinent Myrtana, nördlich von dem reichen Myrtana. Das kommt dann in Gothic 3 vor. Erzähl mir von der Mine. Wenn du dich hier weiter umsehen willst, sei vorsichtig. In den Höhlen sind Minecrawler. Am besten du bleibst in diesem Hauptschacht. Und lass die Templer in Ruhe. Sie lungern zwar die meiste Zeit nur rum, aber wenn die Crawler kommen, gibt es keinen besseren Kämpfer an deiner Seite. Ich werd's mir merken. Ich hab noch zu tun. Und halte meine Jungs nicht von der Arbeit ab. Ich sehe mich nur mal um. Wundert mich, dass der nur so gammliche Schatterrüstung hat, nicht nur die stärkere Schatterrüstung. Aber egal, jetzt komme ich, weswegen ich überhaupt, komme ich zu dem Punkt zu sprechen, weswegen ich überhaupt hier bin. Diego schickt mich. Ich soll die Liste abholen. Alles klar, hier ist die Liste. Sie sollen sich mit dem Liefern beeilen. Das ging ja relativ problemlos. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Gut. Ansonsten schauen wir uns die Liste doch mal wirklich an jetzt. Woher haben wir sie dann? Bedarfliste. Ian, der Boss der alten Mine, hat auf dieser Liste seinen Bedarf an Vorräten aufgeführt. Vor allem The Boss. Ach ja. Bedarfsliste, 20 Laib Brot, diesmal aber nicht das verschimmelte, 25 bis 30 Äpfel, 10 Käse, eine Suppenkelle, eine Bürste, 5 Spitzhacken plus 3 Hämmer und reichlich Sumpfkraut. Weiß der erste Lieferung im Monat. Die Lieferung sollte übermorgen da sein, Ian. Gut, weiter noch ohne gehen wir erst, wenn es ach so weit ist im Spiel. Momentan habe ich noch kein Bedürfnis, mich mit dem Minecrawler anzulegen, weil die sind schon ziemlich stark. Und ich würde auch sagen, das war jetzt eine Episode rein die alte Mine. Das ist schon ziemlich heftig. Ich habe echt gedacht, ich komme wenigstens auch bis zum alten Lager zurück. Dass ich es so weit noch schaffe. Aber die Gespräche überspringe ich ja auch nicht. Also wenn ich jetzt Gothic einfach so gespielt hätte, ich weiß ja, was die Leute schwätzen, dann würde ich jeden Dialog natürlich überspringen, dass nur kommt. Aber das schluckt natürlich auch jede Menge Zeit, wenn man sich jeden Dialog von den Leuten hier anhört oder jeden Monolog hier anhört. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass es doch etwas mehr Zeit schluckt als gedacht. Ich finde es jedes Mal immer wieder faszinierend, wie viel Zeit das dann doch in Anspruch nimmt. Gut, das war jetzt eine reine Episode unter Tage. Und dann würde ich sagen, ich mache dann draußen wieder meinen Cut und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic, wo ich die Liste zum alten Lager bringen werde. Letzte Gelegenheit nochmal, ich werde nochmal auf Facebook und auf Twitter einen Aufruf starten. Da ich jetzt auch gut vorgearbeitet habe, wird es wohl etwas dauern. Aber ja, ich denke, die Entscheidung ist ziemlich sicher, dass ich zum alten Lager gehe werde und dem beitrete werde. Aber jetzt ist halt die letzte Gelegenheit, da ich jetzt noch die Chance hätte, das Ding zum neuen Lager zu bringen und dann dort aufgenommen zu werden. Aber ich denke, 3:1 ist nach wie vor eindeutig. Ich werde mich im alten Lager wahrscheinlich anschließen und werde der Magier mich anschließen. Gut. Aber das war's erstmal für heute und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic auf Pelzig, wo dann höchstwahrscheinlich der Anschluss zum alte Lager Folge wird. Also machen's gut und bis morgen dann, wenn ich aufgenommen werde bei einer Fraktion.
Oder, ja, ich könnte natürlich auch nur zum Sumpflager gehen. Stimmt, beim Sumpflager habe ich auch noch was zu erledigen, aber dann geht's direkt ins alte Lager. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.